Es geht weiter, immer heiter. Zurück bei Anno 1800, Freunde. Und heute machen wir uns auf an die Shampoo-Optimierung. Das wäre zwar ganz cool, wenn man da noch was optimieren müsste oder könnte. Ne, könnte wäre cool, müssten eher weniger. Aber darum soll es primär gar nicht mal gehen. Nee. Zum einen will ich ja unsere Schiffe noch ein bisschen optimieren. Hier mit dem Verbund Dampfschiffe. Und vor allem müssen wir irgendwie auch gucken, dass da irgendwie... Hier haben wir einen Zeppelin, genau. In dem Palast, genau. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir hinter mal ein bisschen vorwärts kommen. Weil ganze Optimierungsgeschichten und so ist alles cool, klar. Also cool, es hat seinen Sinn und Zweck natürlich. Aber irgendwann muss man mal sagen, Moment. Bis hierhin und nicht weiter. Da fangen wir an und zwar hier mal mit dem Palast. Beziehungsweise ich würde gerne, aber ich habe wieder keine Materialien. Ey, das ist da einfach. Gut. Die Hydra, hä? Die Hydra. Ich habe jetzt gerade vor kurzem... Gott hatte wenigstens Lehm, um die Menschen zu formen. Was habe ich? Wir brauchen dringend Elektrizität. Da kommt er, da kommt er. Ja, Hydra. Hab gerade vor kurzem noch Captain America Film gesehen. Weiß nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist, Freunde. Nee, es kommt ja gerade Öl. So, da hat er genug. Können die wieder Baumwollweberei, also beziehungsweise natürlich Baumwollstoffe produzieren und dann klappt der Rest auch wieder. Ja, mit dem Strom muss ein bisschen gucken, aber eigentlich, klar, es ist jetzt wieder weg, aber das liegt ja daran, dass wir hier nicht mehr so viel haben. Mann, ich dachte jetzt das Stromproblem einigermaßen gelöst. Warte mal, ich glaube, er ist noch gar nicht richtig unterwegs gewesen, war? Der Ölfrachter. Gut, dankeschön, der war jetzt relativ flott unterwegs. Kurfürst ist ja auch da. Ja, also nicht, Freunde. Lohnt es wirklich so ein Kurfürst? Ich glaube, man muss echt mal ein bisschen gucken, was andere Spiele so berichten. Und vor allem, ob wir wirklich mal irgendwie gemessen haben, wie schnell die so sind. Im Prinzip finde ich es ja schon cool, eigentlich. Aber, naja. Hat halt wie immer Höhen und Tiefen, nicht wahr? Oder Vor- und Nachteile. So. Dann mal gucken. Also Nähmaschinen bin ein bisschen zurückgegangen, aber das liegt am Strom, im fehlenden. Dürfte für die Hochräder um den Kaffee gehen, weil ich habe sonst nichts gemacht, nichts Neues. Also insofern. Deswegen gehen auch die Lederstiefel, die Massenzüge zurück, logischerweise. So, Shampoo. Das Problem ist, einerseits müsste ich mal die hier optimieren. Ein ausgezeichnetes Ambiente zum Lernen. Da gibt es halt verschiedene Optionen. Ich meine, ich muss generell mal auf 2000 Lerne kommen, ja. Die Dinger freizuschalten. Forschungspunkte geben die zwar auch, Hibiskus, Theomelonen. Das ist ja alles schön und gut, aber lohnt sich das überhaupt hier? Oder gehe ich voll auf die Sparte und sage mir zuerst einmal, hey, hört zu, Leute, auch hier mit der Uni und so, das ist ja alles schön und gut, dass ihr das gerne haben wollt. Und habt ihr auch. Ich muss erstmal noch ein paar weitere Gebäude bauen. Ich habe von dem noch genug. Und sobald es halt Meeresfrüchte eintopf wollen, muss ich halt gucken, wie ich das irgendwie klug hinkriege. Und spätestens für den Beser, aktuell haben wir bei der Route Alte Welt im Beser ja einen einzigen Zeppelin. Und der wird dann sicher auch so ein Kurfürst, Dingsbums, so ein Vollkühlschiff ersetzt. Muss wohl, alles andere macht keinen Sinn, finde ich. So, gucken wir nochmal. Ein bisschen Stahl haben wir ja noch. Ein bisschen was vom Carstenstahl. So. Dann... Wohin genau er fliegt, ist eigentlich egal. Botanische Garten. Ja, da muss ich auch mal was machen. Wer kein Freibeuter ist. Ja, aber es ist immerhin das Gleiche, was sie anbietet. Das finde ich irgendwie ein bisschen schwach, ganz ehrlich. Soll ich einfach alles kaufen und verkaufen? Wer kein Freibeuter ist. Versuchen wir es mal. Und hoffen, dass er nachher ein bisschen was Besseres hat. Ja, er natürlich auch hier solche Schiffe müssen nachher wieder Einfluss investieren. Und vor allem erstmal generieren, wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee. Es bildet
bildet sich bereits eine Staubschicht. Ja, also vor allem bei der Hochradwerkhalle, da dürfte es eigentlich gar kein Problem geben, was Materialien betrifft. Ich müsste sowohl... Salpeter. Nee, warte mal. Da war Kautschuk und Eisen. Eisen geht jetzt wieder ein bisschen zurück. Das muss ich jetzt mal... Ich glaube, wir sind gerade in Schiffen unterwegs, deswegen... Kautschuk dürfte gar kein Problem... Oh, was, scheiß Kautschuk schon wieder hier. Das ist gar kein Problem. Ja, da war jetzt echt halt nur das Stromproblem. Weil Strom... Hätte ich jetzt mit Strom 400% Leistung und halt ohne Strom... Alter, wo die überall durchfahren. Das sieht irgendwie cool aus. Und ohne Strom sind dann plötzlich noch 200, das ist nur die Hälfte. Das macht schon was aus. Genau, da ist gerade der wieder unterwegs. Und ich fürchte gerade, dass alle unterwegs ein bisschen was können noch erübrigen. Sieh an, der Idiot ist zurück. Oh, gütiger, ich habe sie für den Fotografen gehalten. Wir können mal gucken, was auf der Weltkarte so abgeht. Ich wollte gerade sagen, übrigens wenig Schokolade, aber macht Sinn, weil Schokolade habe ich ja hier auf den anderen... Oh komm, so wird sich her. Okay. Da kommt gerade von ganz seltsamen Ort her. Cup. Ja, vor allem, der Cup ist doch hier. Warum fliegt denn hier unten? Das verstehe ich nicht. Okay, ja, die Schokolade, da muss ich mich auch drum kümmern. Alles rein nach, Freunde. Wir kriegen das schon hin. So, Zeppelin haben wir hier unten hingeschickt mit dem... So, wir haben jetzt einfach einen scheiß Palast hier endlich. So. Der Palast. Ministerium für Verwaltung. Oh, was kommt jetzt noch alles? Bedürfnismalus. Verbrauchen wir weniger Fische. Wurst, Brot, Fleischkonserven, Schokolade, Meeresfrüchte, Eintopf, Kaugummis und Kaugummis, krass. Die kommen ja später. Rathäuser. Machen wir irgendwelche Rathäuser überhaupt? Viele habe ich hier gar nicht eingesetzt, wa? Aktuell 2 Stück. Das muss man natürlich noch ein bisschen optimieren. Eine besondere Ausgabe aus ganz besonderem Anlass. Ja, aber auch teuer genug, ganz ehrlich gesagt. Ja, irgendwo hier unten können wir uns riskieren, vielleicht sogar hier in ein Hotel hin. Sie haben da scheiß Einfluss dafür. Sehen Sie, Neue Ziele? ich biete Ihnen wie... Sir So. Archibald Black. 28.000 und sie hat schon wieder ein neues Schiff auf Lager. Ne, das gleiche vor allem. Bisschen mehr Einfluss. Gut, wir können mal gucken, was jetzt passiert. Hey, ist gar nichts geändert. Ein Tummelplatz für Haie. Ich bin der Trägheit erlegen. Das dachte ich mir schon. Sie teilen meine Neugierde. Er muss das irgendwie hier
Aktivieren oder was? Also ich habe den Eindruck, dass er deswegen mehr Einfluss hätte. Kann ich einen anderen versuchen, der hier. Ach du Scheiße. Ich sehe schon, dass wieder das für sich. Wieder mal eine Wissenschaft für sich. Geil. ...38 Flügelzahl könnt ihr erhöhen. Ach du Scheiße. Also können noch dazu bauen halt. Für Kultur, okay. Beeinflusst Museen, Straßenreichweite des Palastes. Bin jetzt weit weg, ja. Zusatzbelohnungen. VIP-Spezialisten. Ja, Kultur eben ein bisschen zu weit weg. Müssen glaube ich eher schon D machen. Ministerium für Arbeit, was? Hier, und stellen Sie etwas Sinnvolles damit an. In Reichweite der Handelskammer. Hä? Muss ich alle irgendwie in der Nähe haben, oder was? Nur eine kleine Aufmerksamkeit. Glaub ja nicht, du bekommst noch mehr. Da schlummert großes Potenzial in Ihnen. Das ist zwar ganz ehrlich gesagt durchaus interessant hier, vor allem weil die Begriffe noch auf Englisch sind. Beeinflusst alle Schwerindustrien Reichweite angeschlossener Handelskammern. Aber ich habe auf dieser Insel gar nichts gemacht, also ich meine gar keine Produktion mehr. Auch wegen Umwelt und so. Hä? Der Witz ist, ich kann ja einen Palast nur pro Profil machen. Kann ich den Palast pro Insel oder pro Welt oder so machen? Nee, pro Profil. Bringt nicht viel. Da kann ich hier noch irgendwas machen. Die Kraftwerke, ey. Ministerium für Handel. Beeinflusst Depot in Reichweite angeschlossener Hafenmeistereien. Küstenreformen. Zumindest mal aktuell. Jetzt natürlich die Frage, der Palast steigt die Reichweite mit so einem Flügel zum Beispiel jetzt? Ah ja, Reichweite. Wenn ich ihn zum Beispiel so hinbaue. Alter, sind die teuer. Nur mal so als Beispiel. Es geht darum, dass wir mal ein bisschen was zustande kriegen. Das ist natürlich auch übel. Sondern zum Beispiel statt da unten aber sagen, hey, ich will einen Palast, ist nur temporär, Freunde. Das einfach mal hier oben hinbauen. Ein scheiß Fußballer trotzdem noch. Oh Mann. Das eigentlich wäre hier in der Nähe, aber okay. Also müsste der eine größere Reichweite haben. Für Wohlfahrt, okay. Oh. Jetzt muss er eine mega Reichweite haben. Aber über noch 2 Stück davon? Naja. Eine größere Auswahl an Krawatten wäre wünschenswert. Schnauze. Okay, komm, wie das muss ich irgendwie ein bisschen anders jetzt machen, weil ich finde das so hässlich gerade. Okay. Dabei sind die mit dem Palast bereits voll zufrieden. Krass. Luxus, Zeitung. Ja, Luxus fehlt wirklich ein bisschen was, vor allem der Schmuck. Also eigentlich auch gar keinen produzieren, wenn wir ganz ehrlich sind. Zumindest noch nicht, denn wir erinnern uns, eigentlich sollte ich doch auch
Gold am Lager haben. Extra noch einen eigenen, der das macht? Warte mal. Aber meint der explizit jetzt nur Gold holt? Ne, weiß er auch nicht. Die gibt's ja auch noch. Hey, warte mal. Aber den ernsthaft immer noch? Hat die mittlerweile eure eigene Versorgung? Sieht nicht unbedingt so aus. Solange natürlich nicht das richtige Häuschen dafür, das richtige Item haben, muss man natürlich noch so machen. Ja. Genau, wegen Baumwolle. Weil hier machen wir es ja anders. Ja. Hier haben wir ein spezielles Item dafür eingesetzt. Beeinflusst Weberei, Schneiderei. Genau, Eisen und Wolle. Da kein Öl, hey, Mann, Mann, Mann. Okay, der ist schon wieder auf dem Rückweg, aber ja, jetzt sind ja langsam aber sicher sind ja alle da. Ja, aber können es noch schaffen, bis er da ist. Kann ich dem mal noch das schnellere Item mitgeben und dann erst einmal sie wieder einen Also gut, auf Jungs, Draht ran bringen. an die Arbeit. Ja, weil Stahl haben wir genug, da können wir jetzt mal ein bisschen was produzieren. Ja, aber das Lager klappt eigentlich soweit von dem her. Nur das Eisen wundert mich wieder ein bisschen. Dabei habe ich ja einen, der ja Dinger hier verteilt. Wo ist er jetzt? Alte Welt Eisen. Aha. Was? Wird abgeliefert und trotzdem noch so wenig? Moment, stimmt irgendwas nicht. Ah, schon eine Route, die irgendwie defekt ist oder sonst irgendwas hat. Mann, Mann, Mann. Dran anhalten. Jetzt heißt es in die Hände spucken. Dann mach das mal. Mehr Druck im Kessel. So. Wo ist jetzt dieses berühmte Vollkühlschiff? Bin noch unterwegs. Mann, Mann, Mann. So, kann man auch ein bisschen hin hier. Wir müssen hier das eine oder andere ein bisschen optimieren, Freunde. Das geht nicht mehr anders. Keine Bevölkerung muss ja auch unbedingt Das ist hoch. eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Jo, danke. Aha. Ist noch gar nicht da. Fidiralala. Was mich gerade interessiert.
Eben, die haben schon alles irgendwie importiert und so. Ist nicht so, dass die plötzlich abgehauen sind. Nee, nee. Oh, der wartet da. Da muss er irgendwie noch ein bisschen gucken. Ja, toll, wird ja sowieso schwierig. Ja, und zwar die hier, wobei es ein fortschrittlicher Anleger stellen, den will ich nicht unbedingt ersetzen, wenn es geht. So. Das Eisen hat auf 77. Hä? Erwarte neuen Kurs. Moment mal. Das hier ist ja der Diverse. Der macht ja auch ein bisschen Gold von hier holen und da ablegen, genau. Dann machst halt so. Wenn wir hier bitte so viel Eisen haben, dann... Man kann sich echt fragen, warum wir überhaupt noch Aura brauchen. Die Insel brauchen. Mann, wer braucht und braucht, komm her. Das ist etwas, was ich bis heute nicht verstehe. Warum brauchen die Anlegestellen hier so lange? Also, ich meine generell die Schiffe, obwohl sie bereits die Sachen abgelegt haben. Das werde ich nie verstehen. Was? Nee, komm schon. Ausrüsten hier. So, sollen wir mal sehen, wie schnell du bist. Die Waffenruhe wurde beendet. Man, ja, es steht, wenn aktiv. Muss ich ihn noch aktivieren und was? Oh ne, das ist aber nicht so einer, den ich manuell aktivieren muss, oder? Also bringt mir natürlich gar nichts. Haben die vielleicht noch irgendwie ein anderes Item, was er haben könnte? Oh Mann, ey. Frachtschiff steht bereit. Ne, würden nicht, wahr? Oh Mann, Leute. Missing Research Points, ja, ja. Du mir auch. Generell Schiff-Item. Ja, eben inaktiv. Ein Investor ist kaum besser als ein gemeiner Dieb. Er bereichert sich auf Kosten der anderen. Was du nicht sagst. Aber da irgendwas halt. In welche Technologie Gucken, was wir so finden. Sind wir alles ein bisschen kacke, wenn ich ganz ehrlich sein soll. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Der könnte doch interessant sein. Betonwerk. Ja, da geht, glaube ich.
Hopfen, Tabak. Dampfschiffe. Aber der Raum ist nicht immer so aktiv und passiv sein, das bringt mir da gar nichts. Oh Mann, Leute, es ist noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Weil ich mich nicht immer wieder manuell aktivieren muss. Nee, dann kann es nicht sein. Da hätte man irgendwie einstellen, dass er vielleicht sich selber aktiviert. Ständig. Das wäre geil. Aber soll wohl nicht sein. So, jetzt haben wir hier schon wieder kein Öl. Obwohl die gerade erst da waren. Beziehungsweise die kommen zwar gerade wieder zurück, aber... Ja, und so ein einzelner Ding kann ja 400 mitnehmen, wa? Mehr schafft er ja nicht. Das wäre das nächste, was man noch angucken könnte. Ob es irgendwie eine Option gibt, das besser verteilen aktuell. Also wir haben jetzt schon ein paar Frachter, ein paar Öldampfer. Und in der neuen Welt ja auch 2 Ölhafen und das ist einfach besser aufteilen, damit wir wirklich immer das Maximum rausholen können mit dem, was wir aktuell haben. Klar, können wir noch mehr bauen und so, will ich aber ehrlich gesagt nicht. Weil irgendwann müssen wir auch damit auskommen, was wir haben. Maschinen laufen an. Halt jeder von denen... Das sind alles die Ölimporter. Da sind wir uns eigentlich gut. Ölimport 1, das heißt, es sind 4 Stück, die jetzt hier Öl holen. Und können wir gerne korrigieren, Leute, aber ich glaube nicht, dass es viel bringt. Die andere Idee war natürlich, statt wie ich es jetzt habe, 2 Routen zu nehmen. Ja, Tanker bereit. Ja, jetzt kommt der noch und der geht ja da unten hin und dann hat er plötzlich irgendwie nichts mehr. Genau, der geht ja dahin. Wir werden es irgendwie ein bisschen anders machen und zwar alle 5. Vielleicht ist es aber sogar einen zu viel, vielleicht braucht es sogar nur 4. Aber das wird die Route umändern und sagen, hey, ich mache nur eine Ölroute, hier einladen plus hier einladen. Dann müsst ihr halt gucken, ob sie überhaupt noch Lagerplatz haben. Das müsste eigentlich gehen, wa? Dass ich jetzt so sage, zack. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. So. Das würde eigentlich gehen, so ungefähr. Oder müsste es zumindest. Da brauchen sie vielleicht ein bisschen länger, bis sie überhaupt checken, ob sie überhaupt noch Platz an Bord haben, aber dann bin ich auf der sicheren Seite, Entschuldigung, schon der Schweizerdeutsch gequatscht. Weil jetzt sowieso wieder mal Zeit für eine schweizerdeutsche Folge war. Bin ich auf der sicheren Seite, zum sagen, okay, jetzt sind alle zumindest voll. Weil ja, jetzt sieht man es halt wieder, jetzt sind die unterwegs. Dann nur irgendwie mit 100 unterwegs, obwohl er wesentlich mehr an Bord haben könnte. Und ich frage mich ja auch, wo zum Henker ist eigentlich der andere abgeblieben, der für Route 2? Sind noch unterwegs? Ja, da kommt er. Ja, dann können wir es besser abpassen, wa? Okay, machen wir das, Freunde, plus gucken, was hier schon abgegangen ist. Das machen wir jetzt mal noch schnell. Oh, ist das nervig. Ist das nervig, hey. Und wir sind halt leider Gottes aufs Gas angewiesen. Und solange müssen wir es irgendwie noch managen können. So, Stromproblem ist einigermaßen gelöst. Wie sieht es hier wieder aus mit den Waren generell? Wir können ja bis 2000 haben, mehr geht ja nicht. Oh, steigt wieder ein bisschen. Brillen gehen zurück, das wundert mich ein wenig. Also Sekt haben war schon immer klar.
Schokolade geht runter, da ist klar, wissen wir auch warum. Ja, wird wieder mal Zeit für ein Besuchen im Bes, aber noch ein bisschen die Waren zu optimieren. Was mit den Brillen los ist, verstehe ich jetzt so nicht Kümmern Sie ganz. sich nicht an den Dampfwolken. Weiß nicht mehr, wo die... Hier, Brillenproduktion. Ja, wir haben sie ein bisschen zurück... Eigentlich gar nicht zurückgestellt. Ich habe genug Messing, ich habe genug Glas. Was sagt die Statistik? Brillen. Oh. Okay, das wundert mich jetzt ein bisschen. Seit wann das? Seit wann brauchen wir mehr Brillen, als wir aktuell produzieren? Hat aber irgendwo was verpasst oder so? Sie haben die Prüfung mit Auszeichnung. Elegante Arbeit. Da nicht unbedingt viel mehr Leute. Ja gut. Muss ich vielleicht noch ein bisschen beobachten. Habe ich irgendwo sonst noch was gemacht? Limonade? Nee, auch nicht. Ich bedauere all jene, die nie in den Genuss kommen, mich kennenzulernen. Oh Mann. Gut, Freunde, machen wir so. Nächste Folge gucken wir uns hier mal ein bisschen besser um, was wir noch alles machen können. Jetzt einmal bestaunen wir noch den Palast, während wir die Folge beenden. Ich sage in der Hinsicht vielen Dank wieder mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Anno 1800, immer noch auf der Suche nach dem Ende, nach dem langen Ende. Nee, Quatsch, so ist es natürlich schon nicht, aber zum Teil fühlt es schon so an, als würde das Ganze noch ewig gehen. Andererseits war das Ganze deswegen auch, deswegen irgendwie spannend war, weil, ja, man muss halt gucken, wie man alles besser optimieren kann. Kriegen wir schon noch hin, Freunde. Wir sind ja erst bei nicht mal ganz 300 Folgen. Stimmt, wir können eine schweizerdeutsche Folge bei 300 machen, das wäre eine Idee. Und dann Special-Folge, machst du nur 10 Minuten lang, weil ich sonst immer so Überlängen habe. Oder machst du eine Stunde lang. Ja. Oder machst sonst irgendetwas ganz Krasses, wer weiß. Bis dahin, ciao zusammen.